Das sind diese Filmspulen. Da wollte ich schon seit langem mal schauen, was da drauf ist. Beuerbach 1961. Das sind diese uralten Spulen von meinem Vater. Ganz so einfach ist es nicht mit dem Anschauen. Der Vater hat auf Doppel 8 gefilmt. Das war der Vorläufer von Super 8 und irgendwie fummelig zum Einlegen. So, den Betrachter, den habe ich mir jetzt extra aus dem Internet bestellt. 1961 sind wir umgezogen aus der Großstadt Hamburg in ein winziges Dorf zwischen Augsburg und Landsberg. Abgesehen von Lehrer und Pfarrer waren wir im Beuerbach praktisch die einzigen ohne Landwirtschaft. Der Vater war Röntgenarzt und wollte sich unbedingt niederlassen im schönen Oberbayern. Zum Eigenheim hat's noch nicht gelangt. Unser Haus war nur gemietet. Das bin ich, meine Schwester, die Mutti im Dirndl und unsere Haushälterin Ingeborg. Die war aus Hamburg mitgekommen. Gänseblümchen sammeln, Frühstück im Garten und dann der Vater, der oft im Dorf mit der Schmalfilmkamera herumläuft. Wir waren so richtige Zughorste. Und jetzt komme ich als Filmemacher vom Bayerischen Rundfunk mit Vaters alten Aufnahmen zurück nach Beuerbach. Die Strecke hier ist mein Vater gefahren vor 55 Jahren. Da war es damals Winter, hoch verschneit alles. Die ganzen Bäume, also kann ich mich nicht erinnern, dass die da waren. Ich will den Freunden von damals die alten Aufnahmen zeigen. Zum Beispiel dem Max. Seit der Grundschule habe ich ihn weder gesehen noch gesprochen. Max, oder? Ja? Mein Gott. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ha? Komm mal her, das ist schon lustig, gell? Hast du gedacht, dass ich so graue Haare habe, oder? Ich habe dich schon im Internet gesehen. Du hast mich im Internet gesehen, ne? Da muss ich mir freuen von jetzt her. 50 Jahre, gell? Du, das ist jetzt schon gut, gell? Also. Das ist der Max. Die Geburtstage, die wurden bei der Zughorsten Arztfamilie immer besonders gefeiert. Ist das nicht ein bisschen merkwürdig dir vorgekommen, dass wir da so aus Hamburg gekommen sind und dann da jetzt? Ich möchte jetzt sagen, merkwürdig nicht. Das war schön, weil das einfach anders war. Ehrlich, ja? Ja. Geburtstage oder sowas gefeiert, gell? Das hat man eigentlich sonst nicht im Dorf, gell? Nee. Oder ich weiß nicht. Also Geburtstagsfeiern so in dem Sinn, ich wüsste bei mir zu Hause also nie zum Beispiel, dass ein Kindergeburtstag gefeiert worden ist. Das gab es einfach nicht, da hatten die Leute keine Zeit dazu und es war einfach unvorstellbar, muss man sagen. Die Kinder sollten lieber auf dem Feld helfen, wie hier beim Mähdreschen der Braugerste. Mit 12 Jahren damals der Rudi. Ich musste eigentlich nie helfen. Wir hatten ja keine Landwirtschaft. Für mich war das Ganze eher Spaß. Mein damaliger Freund Josef gehört heute zu den letzten 7 Landwirten im Dorf. Von einst 28. Als Kind musste er mit anpacken. Der Lehrer Wiesner hat in der Erntezeit akzeptiert, dass die Kinder für die Schule kaum Zeit hatten. Früher hat man mir helfen müssen. Ja. Ich habe jetzt, sagen wir mal, den ganzen Sommer über keine Hausaufgabe gehabt, weil ihr ja auch keine gekriegt Ja, habt. das war aller Wiesners Zeiten, hat ja das geheißen. Ja, weil die die müssen muss man arbeiten. helfen daheim. Ja, Wochenlang keine Hausaufgaben, damit man helfen kann. ja daheim, das kann man sich heute nicht vorstellen. Wenn man heute hinschaut, was heute abläuft, das ist einfach anders.
Das Einzige, wo meine Schwester und ich helfen mussten, war jeden Abend Milch holen von Josefs Hof. Ja, die Milch haben wir von euch Ja, geholt. Gell? da hat man noch Rohmilch, kuhwarm. Kannst du dich erinnern? Ich weiß nicht, weil hast du es ausgeschüttet? Ja, genau. Wir haben noch, Irgendwas. wir haben die Ja, doch hat man so rumgeschleudert, dann ist der Deckel wieder wer rausgefallen. kann es am langsamsten? Ja. Weiß nicht. Und dann zum Schluss ist die Milch aus. Und dann hast du gesagt, oh ja, füll mal Wasser. Das weiß ich Und dann hat nicht. meine Mutter gesagt, beim Seeholzer, die Milch ist so dünn, das gibt's doch gar nicht. Das weiß ich nicht. In der Schule galten die hier als schlimme Schädlinge, weil ihre Larven im Boden Wurzeln fressen. Und meiner Schwester Christiane waren die großen Krabbeltiere auch nicht so geheuer. Unser Vater hat 1964 gefilmt, wie den Maikäfern der Chaos gemacht wird. Also das muss da irgendwo gewesen sein, gell? Das ist schon da, mit die den Bäume waren da Maikäfern. drin. Ja. Da siehst du ja den Baumstumpf noch, da war ein Wir Birnbaum suchen den gestanden. genauen Ort, wo damals die Maikäferspritze fuhr. Die Maikäfer. Spritzt Wolltest du mal waren. anschauen, oder? Ja, ich kenne das schon noch. Das ist eine fahrbare Spritze gewesen. Ja. Aber Max, dein Vater, hat Ja. das gemacht, oder? Ja, ja. wie? Schauen wir mal, jetzt schauen wir uns den erst mal an. Genau, und der, wo das lenkt da drauf, ist sein das ist Vater. mein Vater. Das ist der Vater. Ja. Ja, Genau. der war das. Da. Ja, hat der sich nicht vergiftet? Da? Das war damals Normal, ich hab's ja gesagt. Üblich, ja. DDT hieß damals das Wundermittel. Heute gibt es in Beuerbach keine Maikäfer mehr. Mein Schulweg, der führte durch den Hof vom Josef am Laden vorbei, wo Lebensmittel mit 2 L geschrieben wurde. Die Kinder waren katholisch und mussten 6:15 vor der Schule jeden Tag noch in die Kirche. Für mich reichte kurz vor 8. Wir waren halt evangelisch. Das war unser Schulhaus. 35 Kinder, von der 1. Klasse vorne bis zur 8. hinten. Alle zusammen in einem einzigen Klassenzimmer. Der Lehrer wollte den Landwirten beweisen, dass ihre Kinder bei ihm auch praktisch Brauchbares lernen. Deshalb gab es oft Ausflüge in die Natur. Heute fahren die Schüler mit dem Bus ins Nachbardorf und unsere einstige Zwergschule ist jetzt Schützenheim. Aber das ehemalige Klassenzimmer, das gibt es noch. Also wäre das okay für euch? Wir räumen jetzt einfach mal die Bänke so zusammen, wie wir es in der Schule, wie wenn wir in der Schule gewesen wären. Wäre das okay? Ja, ja, hockt sie jetzt zusammen, ja? Gut. Zeitweilig kamen noch Kinder aus dem Nachbardorf. Dann saßen hier in diesem Raum über 50. Einklassiges Modell, also alle 8 Klassen zusammen mit einem einzigen Lehrer. Für alle Fächer. Achtung! Guten Morgen, Herr Lehrer. Ich war der Einzige mit Brille in der Klasse. Ob man damals bessere Augen hatte? Oder hätten auch andere eine Brille gebraucht? Ein Raum, ein Lehrer, alle Klassen, alle Fächer in einem. Wie war das für Wir waren euch? das so gewohnt. Ja, ich Wir haben kann nichts da anderes jetzt nicht gekannt. Und nichts. so, das war schön, ja. Disziplin war das. Ja. Und da hat jeder an anderen geholfen, auch die Kleinen, die unteren Klassen. Das war einfach so. Die Besseren haben mit den anderen gelesen, mit den Erstklässler oder irgendwas. Das war so. Hat man so miteinander geholfen. Hast du mal Schläge gekriegt? Auch, ja. Der Herr Wiesner hat ja immer auf seinem Pult hat er seinen Tatzenstecken da liegen gehabt. Dann hat er wieder Tatzen, hat man einen Finger und dann hat es wieder Tatzen gegeben. Das war dann schon. Deswegen muss man sich trotzdem wundern, dass wir alle lesen und schreiben gelernt haben und rechnen. Ja, also wirklich. Ja, doch. Am letzten Donnerstag vor Weihnachten. Da war Klöpflersnacht. Alle Schulkinder liefen von Haus zu Haus und bekamen was in ihre Taschen rein. Was ist das eigentlich für euch so für ein Gefühl, wenn man so sich als Kind sieht? Ja, Ja, toll, dass das überhaupt ja- aufgenommen Das bin worden ich. ist. Sonst, wir haben das ja daheim. Ja, So als Film, ja. als Film, ja. ehrlich, das, wäre bin nicht ich. Oh, Anni, Ja, das bin ich. Rotes Kopftuch. Rotes Kopftuch.
Bevor die Hausbesitzer mit ihren Gaben herausrückten, musste allerdings gesungen werden. Aber was singen wir Kinder hier eigentlich? Heute ist heiles Knäpflersnacht, wer was hergibt, der ist brav. Nein, das habe ich anders in Erinnerung. Aber das ist ehrlich das gesagt. Schlimmere. Ja, ich hab das, heute ist Heil ans Klepflers Nacht. Wer nichts hergibt, der wird geschlacht. Ich weiß, für viele Leute wird das auch angeschaut, sie betteln. Aber in Wirklichkeit hat das mit dem Betteln eigentlich nichts zu tun. Das ist ein alter Brauch. Bloß ist halt so weit, dass es praktisch einschlaft. Ja. Weil die Kinder das nicht mehr nötig haben und dann geht's los. Die anderen wollen ja nicht. Und bei uns hast du ja schon wochenlang davor war ja das schon Knäpflersnacht. Das war wieder Fest fürs Kinder. 1965 sind wir aus Beuerbach wieder ausgezogen. In ein anderes Dorf, näher an der Praxis des Vaters in Landsberg und näher am zukünftigen Gymnasium. Dass ich die meisten so lange nicht wiedersehen sollte, war mir damals nicht bewusst. Aber ich habe an die schöne Zeit in Beuerbach später noch oft gedacht.